Eine Gruppe Peschmergas lebt in den Bergen des irakischen Kurdistans in einem geheimen Camp der DPKI, der Demokratischen Partei des iranischen Kurdistans. Hier sind sie geschützt vor möglichen Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran. Fasana ist seit 4 Jahren hier. Sie ist wie die große Schwester für neue Kämpferinnen. Rohina, 19, hat den Iran vor erst 4 Monaten verlassen. Die wochenlangen, blutig niedergeschlagenen Demonstrationen im Iran im Herbst 2022 haben Rohina zutiefst geprägt. Die Aufnahmen hat sie noch immer auf ihrem Handy. Das Foto haben wir bei einem Besuch des Friedhofs des Märtyrers Shahoor Khizri gemacht. Die wurden alle während der China-Revolution gefoltert. Ich habe viele Bekannte bei den Kundgebungen in Rosh Helat verloren. Einer meiner besten Freunde ist als Märtyrer gefallen. Zu der Zeit hatte ich Angst, dass sie mich verhaften und foltern. Wegen meines Geschlechts und meiner Überzeugungen. Aber vor dem Tod hatte ich keine Angst. Meine Familie ahnte, dass ich eines Tages weggehe. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, wann. Eines Tages, als sie sich ausruhten, sah ich sie an und bin gegangen. Ich wollte eine Peschmerga werden. Mit der Pflicht, mein Volk und mein Land zu schützen. Dort kamen wir vor einigen Tagen vorbei auf dem Weg zurück zum Stützpunkt. Ich führte sie vorne an. Der Spruch Frau, Leben, Freiheit stammt aus Kurdistan. Aus den kurdischen Regionen verbreitete er sich in den Städten Persiens und dann auf der ganzen Welt. Der Spruch zeigt, Frauen können etwas bewirken. Ohne Frauen wäre all das nicht möglich gewesen. Die iranischen Frauen trauern noch immer um die Revolution, die das Regime mit Waffengewalt niederschlug. Sich die Haare zu schneiden, wie hier bei der Beerdigung von Märtyrern, wurde zu einem Symbol für die Frauenrechte auf der ganzen Welt. Als Protest gegen das repressive Regime der Mullahs. Ich hätte für mein Leben gerne Haare wie du. Die kurdischen Peschmerga im Iran haben immer hart dafür trainiert, als Soldaten gegen die Angriffe der Islamischen Republik zu kämpfen. Doch im September dieses Jahres setzte Teheran dem Irak und der kurdischen Regierung ein Ultimatum zur vollständigen Entwaffnung der oppositionellen Gruppen und deren Verlegung weit weg von seiner Grenze. So in die Enge getrieben, blieb den Streitkräften der DPKI nur der Rückzug in die Berge. Seither ist ihr Alltag geprägt von Warten und Ungewissheit. In Gruppen zu je einem guten Dutzend verstecken sie sich vor den Radaren des Iran und versuchen, Haltung zu bewahren. Die meisten haben kaum Neuigkeiten von ihrer Familie und waren nicht bei den Großkundgebungen dabei, die den Iran erschütterten. Rohina berichtet, was sie erlebt hat. Die haben die Demonstranten mit äußerster Brutalität angegriffen.
Ich habe gesehen, wie mein Freund Azad in einer regnerischen Nacht als Märtyrer gefallen ist. Da wurden so viele verletzt. Ausnahmsweise legen Rohina und ihre Kameraden heute Abend die Waffen ab. Nachts leben sie in ständiger Angst vor neuen Luftschlägen. Das mit China war der Auslöser. Das hat die Menschen auf die Straßen getrieben, wo sie ihre Wut gegen das Regime herausschrien. Leider hat diese Revolution für einige Leute dort nur was mit unserer Art, uns zu kleiden, zu tun. Aber das ist weit mehr. Es geht auch um Redefreiheit, unsere Rechte und die der Kurden. Bei allem, was ich erlebt habe, denke ich, dass Frauen von heute an alle Ungerechtigkeiten bekämpfen und nicht mehr schweigen werden. Die Kurden leben in ständiger Angst vor neuen Angriffen des Iran. Vor einem Jahr trafen 37 iranische Raketen und Kamikaze-Drohnen die Stützpunkte der DPKI und auch die zivilen Flüchtlingscamps der Partei. Dutzende starben. Im Camp Azadi, unweit der Stadt Khoja, sind die Spuren der Angriffe noch zu sehen. Das Leben von Sanja, 29, einem ehemaligen Peschmerga, gerät am 28. September 2022 endgültig aus den Fugen. Er selbst wurde damals von einer Rakete schwer verletzt. Seine Frau starb. Sie war im 8. Monat schwanger. Als die erste Rakete im Camp einschlug, konnte das Personal die Kinder in der UN-Schule noch in letzter Minute evakuieren. 5 Minuten später schlug auch in der Schule eine Rakete ein. Die Schule, die mein Sohn einmal besuchen sollte, wurde zerstört. Die Islamische Republik Iran macht selbst vor Kindern nicht Halt. Mein Traum war es, in Frieden zu leben. Mit meiner Frau und meinem Sohn. Mit anzusehen, wie er mit anderen Kindern zur Schule geht. Ich musste den Iran wegen meiner politischen Aktivitäten verlassen. Ich träumte von einem freien und demokratischen Kurdistan, wo Teherans Regime nichts zu melden hat. Wie jeden Tag kommt sein Freund und steht ihm bei. Geschwächt von seinen körperlichen und seelischen Traumata versucht Sanja weiterzuleben, in Trauer. Übermorgen muss ich wieder zum Arzt. Ich werde ein zweites Mal operiert. Ich habe so starke Kopfschmerzen. Heute Nachmittag würde ich gerne an ihr Grab. Die ständigen Drohungen der iranischen Regierung und der wachsende Druck auf die kurdischen Truppen beunruhigen sie sehr. در کل منطقه اقلیم و کل عراق نیروهای تجزیه طلب تروریست مسلح نبایستی حضور داشته باشند. اینها باید به طور کامل خلع سلاح بشن و حتی از عراق اخراج بشن. مهلت بدن و صبر بکنن. ما برای چند روز صبر خواهیم کرد و تیم‌های ناظر رو میفرستیم ببینیم که این خلع سلاح به طور واقعی انجام شده یا نه و سپس برای اقداممون تصمیم میگیریم. Ich bleibe lieber im Camp, als rauszugehen, wo das iranische Regime mich jederzeit ermorden könnte. In diesen Gräbern liegen zum großen Teil die Opfer der Bomben des iranischen Regimes.
Zum letzten Mal sah ich meine Frau in der Leichenhalle. Das einzige Foto, das ich von meinem Sohn machen konnte, war, als sie ihn zur Beerdigung wegbrachten. All meine Träume wurden zerstört. Ich kann noch immer nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist. Vor kurzem wurden mehrere Parteimitglieder mysteriöserweise in der Nähe ihres Zuhauses ermordet. Dahinter stecken nach Ansicht der DPKI eingeschleuste iranische Agenten. In Erbil, der Hauptstadt des irakischen Kurdistans, spürt man den wachsenden Einfluss des Iran. Seit den Wahlen regiert eine schiitische pro-iranische Koalition. Die Zukunft der autonomen Region erscheint ungewiss. Das iranische Ultimatum zur Entwaffnung der oppositionellen Gruppen steigerte die Anspannung unter den Peschmerga. Verschanzt an entlegenen Orten beobachten sie jede Bewegung am Himmel. Evin, 21, griff vor 4 Jahren zur Waffe. Sie und ihre Einheit mussten lernen, mit den Luftangriffen des iranischen Regimes zu leben. Täglich wechseln sie die Stellung, um nicht ins Visier zu geraten. Ich habe schon unter den Felsen da geschlafen. Hier habe ich die Nacht verbracht. Morgens gibt es immer zu viel Sonne. Sollen wir die Decken da mitnehmen? Die Mittellosigkeit und die Isolation dieser Männer und Frauen erschweren die Logistik. Ein Kamerad kommt vorbei. Guten Tag, wie geht's? Wir warten auf dich. Hast du das Material gebracht, auf das wir warten? Die Aktivisten kämpfen um das Überleben ihrer Partei im Exil. Die im Iran sehr populäre DPKI verfügt nur über begrenzte Mittel. Noch kann sie ihren Mitgliedern einen Lebensunterhalt sichern. Schwere Waffen haben sie keine. Und doch versuchen Evin und ihre Kameraden, sich weiter gegen eventuelle Bodenangriffe zu wappnen. Alle träumen von einer siegreichen Rückkehr in einen Iran ohne Mullahs. Ich bin illegal über die Grenze gekommen, weil ich für die Freiheit und die Rechte der Völker kämpfen will. Eines Tages gegen Mitternacht bin ich von zu Hause weg. Ich weiß noch, wie mein Vater am Ofen lag, einen Tee trank und fernsah. Meine Mutter und meine Schwester saßen bei ihm. Das ist mein letztes Bild von ihnen. Evin macht sich große Sorgen, denn ihre Anwesenheit hier gefährdet das Leben ihrer Verwandten im Iran. Sie versucht, sich über den oppositionellen Sender Iran International in London über die Lage in ihrem Land zu informieren. Gar nicht so einfach. Kein Empfang mehr. Als Parteimitglieder können wir nur wenig kommunizieren. Die Telefone unserer Verwandten im Iran werden abgehört. Bei einer Kontaktaufnahme kriegen sie Ärger. In den Bergen leben Frauen und Männer anders als im Iran. Hier sind Männer und Frauen in allen Bereichen gleich.
Brüderlichkeit hat einen hohen Wert, egal welches Geschlecht. Und jeder genießt den gleichen Respekt. Geografisch liegt Kurdistan zentral im Mittleren Osten, umgeben vom Iran, der Türkei, dem Irak und Syrien. Aus diesem Grund verteilt sich unser Volk auf diese Länder. Sie plündern unsere Ressourcen und führen Krieg auf unserem Gebiet. Unser Kampf geht weiter, bis wir unsere Rechte gewinnen. Das Wichtigste ist unser Kampf um Menschlichkeit und unsere Würde. In der Umgebung von Erbil, der Hauptstadt Kurdistans, liegen viele Camps mit Flüchtlingen aus den Kurdenregionen des benachbarten Iran, einige schon seit Jahrzehnten. Im Camp Jesnikan für zivile Sympathisanten der DPKI kommt zu den drohenden iranischen Luftschlägen noch die Angst vor Repressionen gegen die Familien im Iran. Ali, ein 52-jähriger Geistlicher, floh vor mehreren Jahren aus dem Iran. Für seine Predigten gegen das Regime bestrafte es ihn mit 200 Peitschenhieben und Gefängnis. Er konnte fliehen. Das hier ist ein Flüchtlingscamp für Kurden aus dem Iran. Hier leben an die 500 Menschen. Ich bin zuständig für die Vermittlung zwischen den Familien. Die meisten hier wurden von der Islamischen Republik Iran verfolgt oder gefoltert. Das zeigt der ganzen Welt eindeutig, die Islamische Republik Iran ist ein barbarisches Regime. Es verstößt gegen sämtliche Grundrechte. Wenn einer aus dem Camp seine Familie anruft und das islamische Regime erfährt davon, kann der Verwandte im Iran verhaftet und bestraft werden. Ich weiß nicht, ob mein Sohn Kontakte zu politischen Organisationen vor Ort hatte, aber nach einem Telefonat mit mir wurde er verhaftet. Er bekam 5 Jahre Gefängnis. Nach 3 Jahren haben sie ihm die Strafe erlassen. Er kam wieder frei. Alis Rolle ist entscheidend für den Zusammenhalt der Gemeinde. Oft besucht er die Familien im Camp. Guten Tag, wie geht's? Kann ich rein? Wie ist die Situation für dich? Wolltest du das Camp nach den iranischen Drohungen nicht verlassen? Wir wissen nicht, wohin. Hast du Angst? Was hast du vor? Ich schlafe nachts nicht. Warum? Damit ich bereit bin, meine Kinder zu retten. Meinen Vater hat das iranische Regime im Gefängnis zu Tode gefoltert. Wir feierten gerade eine Hochzeit, die war gut besucht. Mein Vater wurde als politischer Aktivist denunziert. Da hat das iranische Regime uns angegriffen. Gäste wurden verletzt, als sie tanzten. Einer meiner Brüder wurde getötet, ein anderer ist heute behindert. Bei Einbruch der Nacht spricht Ali zusammen mit einer Handvoll Bewohnern einige Gebete. Die Gespräche zum Leben im Camp vermischen sich mit Diskussionen um Politik. Sie schildern, wie sehr ihnen ihr Status als Flüchtlinge zusetzt und fühlen sich nur von der autonomen kurdischen Regierung im Irak toleriert. Am stärksten vermissen Ali und die anderen Bewohner ihre im Iran gebliebenen Verwandten bei den Mahlzeiten.
Hast du letztens die Familie erreicht? Nein, unmöglich zu erreichen. Die haben zu große Angst, ranzugehen. Das sind die Kundgebungen in Sagez während der Jina-Revolution. Trotz aller Risiken für sie selbst und ihre Verwandten im Iran wollen diese Männer und Frauen nicht aufgeben. Sie werden, jeder auf seine Art, weiter gegen das Mullah-Regime kämpfen. Auch wenn die Zeichen derzeit eher auf Abwarten stehen als auf Kampf, steht ihr Einsatz doch in einer langen Tradition des Widerstands des kurdischen Volkes. Zu den Drohungen aus dem Iran kommen die fast täglichen Angriffe der türkischen Armee in der Region. Auch sie verfolgt die kurdischen Oppositionellen im eigenen Land. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Ich denke, in 10 Jahren sieht es im Iran ganz anders aus. Das ist sehr schwer und es gibt viel Druck. Aber wenn die Frauen aktiv bleiben, bin ich sicher, wir werden gewinnen. هر دردی با تو هر دردی با تو دیت خواروا ای کشم بگیان بروی زاموا ای کشم بگیان بروی زاموا هی هوار هیدا هیدا هی بیداد هی هوار هیداد هیداد هی بیداد کس دیار نیا کس ندلک ای کس خبردار نیا Wie jeden Abend suchen Evin und ihre Einheit einen sicheren Ort für die Nacht, geschützt vor iranischen Spähern. Die einzigen Verbündeten der Kurden, heißt es in einem kurdischen Sprichwort, sind die Berge. Es eint bis heute ein Volk, das um seine Freiheit kämpft. علم بحيفا باتاو من بيشي كسنا يجي حيفا باتاو من بيشي